De Weekend vom 17. an 19. August hatte Gilles Linster am Oval zu Venray ein Double-Event mit nicht manner wie 6 Kursen im Programm. An denen zu letzte verbleibende Kurse ass für de Gilles nach immer eng Platz im Podium möglich. Als dreien Zuschauer Schützling vom Gilles hat der junge Kartpilot Paul Leitem de W op Venray fand an huet de Mandy Foyer vom RVNL Sportmedia ein kleinen Interview gin an dönno hat der Gilles man Paul flott Benzinsgespräche. Net gëcht an a Sicht zu 60 geholl an Haut assen dann heit zu Venray. De Paul Leitem. Salut Paul. An Göster huest nach dein echte Sicht geholl. Dat war ein cool Kurs. Ja, also mein erstes Podium am großen Ganzen. Ich war noch nie bei einem Podiumsplatz und direkt dann auf den ersten Platz zu kommen, war schon ganz froh, dass ich mal denke, und plus waren ein paar Stecker krumm und ja, es war schwer, es war ein Straßenkurs, es war noch viel Knüppeln dran, ja. Ja, an 60 ist aber so ein bisschen mehr wie 400 Kilometer von Neufort, was du direkt nur der Kurs hin gewesen? Nee, ich bin nach einem KM gegangen und dann kommen wir nach Haina und ja, da sind wir hier und ich wünsche dem Gilles auch noch ganz viel Glück für heute und ja. Guten Morgen Gilles, ich stelle heute mal ein paar Fragen, wie dann die nächsten paar Séances gegangen ist und so. Ja, an der ersten Séance, wie ist es gegangen? Hat viel gerutscht oder nicht so viel? Die erste hat ein bisschen geregnet. Die Piste war gegangen, ein bisschen dreschen zu gehen und wir wollten nicht mit der Rebpneu probieren, wir probiert mit dem Slick zu fahren und ja, das war mega rutschig. Ja, sonst, ich meine, also mit dem Slick ist überhaupt das ganz rutschig, außer das Sonne. Aber was fährst du überhaupt am liebsten, am Regen oder am Dreschen? Also selbst im Circuit fand ich am liebsten am Regen. Ich wirklich gerne Regen. Weil das mir einfach leid. Ich hatte noch nie Angst vor dem Regen, ich habe immer als positiv gesehen. Aber am Oval ist es ganz schwer, weil man den Gehkraft und so für den Auto auf die Straße bringen, ist Regen nicht ideal. Aber aber mir macht Spaß, auch hier am Regen zu fahren. Okay, ich meine, aber am Regen, ich meine, du warst gut gefahren. Ich meine, mal, wie viel Platz warst du da überhaupt? Mal zum Schluss bin ich 5. gehen, ich bin als 13. Mein hochgefahren und zum Schluss 5. gehen. Und ja, geht mir aber noch nicht durch. Ich will nur die nächsten Kurs gucken, dass ich nach mir weiter nur 4 komme. Und ich hoffe aber, dass es ein bisschen Drösche geht, für einfach die Pneuen, die ich also die Slickpneuen, die ich drauf habe, für die können am Dröschen auszufahren. Okay, ich meine, es gibt so ein Basava, also ich fand mal Basava gut gefahren für die ja, und dann wünsche ich dann noch ganz viel Glück für die nächsten 2 Tiere. Und dann, ja, ich wünsche dann noch viel bonne Chance. Super, merci.
mein Kerl an dem Auto. Dann kannst du auch ein paar Fragen stellen. So, wie viel Gang hat dein Auto dann überhaupt? Mein Auto hat genau 2 Gänge. Ist den E-Gang, den hast die Mensch an, das ist den nächsten. Und während der Kurs zeigen sie einfach roh ohne Kupplung und da sind sie am zweiten. Okay, und dann, wenn es am zweiten Gang passt, wie viel kannst du da mal drauf kriegen? Ich gucke nicht sehr schon hier als meine Touren zeige, das heißt, ich habe keine genau Vita, ich kann da nicht genau so, ob ich mal 210, 215 von, ich habe hier Touren und dann meine Ingenieure, die können dann ausrechnen mit den Touren am Umfang von Pneu, also können die ausrechnen, wie viel Job der Richter gefahren sind. Wie viel das genau ist, wir von der Mayenne-Firma zwischen 160 und 180, das ist wegen Mayenne. Das ist aber schon viel. Ich meine, das ist aber... Ja, das ist aber gut gesichert, aber das ist aber, ne, das ist aber ein bisschen gefährlich vielleicht. Aber ich hatte bis noch immer Chance. Ich hatte bis los an der Euronesca einen oder anderen Accident. Das war zum Glück ein bisschen löse kehren. Aber für den Rest, wie es schon gut erkannt ist, sind wir mega gut gesichert. Es ist daher gesagt, ich sitze, dass keinem anderen Kursauto so sitzt wie an der Nesca eben durch die Heischwittesten. Da sind wir schon mega gut gesichert. Also nicht so viel Platz vorne dran. Aber ja, ich gesehen, wie funktioniert dein Tacho überhaupt? Heute ist den Öldruck, das Wasser und den Benzin. Das für mich interessant ist, sowieso wenn ein von den Luten geht während dem Fahren, dann muss ich direkt abhauen, dann hat der Motor irgendein Problem. Das ist die ähnliche Kommunikation, die ich mit meinem Motor habe, lebt so die 3 Luten. Wenn die bis gehen, dann merken ich, okay, das ist zu warm oder hat kein Benzin mehr und dann muss ich abhauen. Okay, naja, ich meine, die Spiegeln helfen auch nicht viel während dem Fahren, oder? Nein, die Spiegeln, die sind so drauf, dass wir spiegeln haben. Wir haben hier so ein Kabel, den haben wir mit einem Funk verbunden. Und dann habe ich hier, ich weiß nicht genau wo, und ich gucke den heutigen da mein Heimgestach. Und dann schwätze ich nicht die ganze Zeit mit meinem Spotter. Spotter ist den, wo auf der Plattform steht, den man immer sieht, ob ein Autobahn, ein Autobausen ist, ob ich mal denken muss, zusammen schaffen oder ob gerade den Hand drunter ist, der will mit mir zusammen schaffen. Naja, und dann hast du eine Knäpsche, wer ist das? Das ist, wenn ich am Spot am Gang bin, oder wenn ich mich scheinst, abregen oder irgendwie der Renndirektion so, und ich passe ein bisschen auf die vier drunter, wenn ich ein bisschen darauf aufmerksam bin, da kann ich Heimat schätzen. Oder weil etwas geschehen, wenn ein Accident ist, wenn ich ein Accident hat für den Spotter direkt so, und mir geht es gut, dass man echt geschieht, für die Sachen alles aufzuklären. Okay, und dann hat er auch noch die Rido, wo ich kann für das wahrscheinlich noch nicht rausfällt oder so, wenn ich so lieber schlagen, ne? Genau, ja, die Rido haben meinen Job, die wird festgemacht, an den hast wie so ist, dass wenn ich mich überschlagen, dass meine Hände da nicht gehen und dass ich da gehe, vielleicht meinen Arm hier raus, dass die hier rausfliegen und dann gehe ich da drauf fallen oder so. Und auch von einem anderen Auto, hast du den, dass das Auto dann nicht rennen, was auch schon bei uns geschieht, dass ein Auto da wirklich schön drauf fällt und da fliegt der Pneu da aus, ich süß wie das Netz und dann fliegt er nicht ganz an den Auto. Naja, okay, das ist auch am Auto ist schon ganz interessant und ja. Ja, hier ist ein bisschen ähnlich wie an alle anderen Kursautos. Was bei uns mega cool ist, das Gaspedal hat sich der Feder schon gewiesen. Wir haben ein Gaspedal, die trägst du rauf, und wir haben auch ein Gaspedal, die du sich raufdrückst. Ich habe ein Gaspedal mit 2 Hebeln. An dem Moment, wo wir bremsen, lässt man nicht mehr den Gas los, wir zählen am Hebel und dann den Gas zurück, eben für den dürbelen Effekt und dann die Gas nach mir sehr können zurückzuziehen. Naja, das ist, da geht schon ganz schnell, ja. Naja, mein Karte hat am Anfang nicht mehr 18 Pferde und ich kriege 120 auf der Rita. Und ja, das nach viel, also ganz klein, ist am Anfang noch ein Bas von der eine ganz große Sache. Ich meine, alle Menschen fangen mit Karte dünn und dann geht er so groß, dann so wie du auch schon ganz weit bist und dann ja, so weit wie du warst, mengen letzte Boyer also noch nicht so weit kommen, oder? Nee, bis lo denke ich, außer weißt irgend hat eine Information mehr, bis lo ich nach letzte bei denen am Oval oder an der Nesca, hat je eine Erfahrungen gemacht hat. Ja, bis lo sind ich lang, ich gehe den Weg lang, ich bin der Nächste, den der Weg geht. Aber ich meine, das ist auch Grund, für was man schon so jung auch zusammen schaffen hast, weil du weißt, dass ich extrem honor stehe und weißt, dass du mega Talent hast. Und auch für dich nicht unmöglich ist, für die Wege zu Not zu gehen und auch an der Nesca zu gehen, vielleicht eine Nummer mehr groß zu gehen, wie das, was ich am Gang sie zu bereden. Naja, merci damals und dann sehen wir uns vielleicht ja ein nächste Video oder so zurück. 100%, bis geschwind. Ciao. Ciao, ciao.